Und ich freue mich, im Plateau zu begrüßen, den dafür sorgt, dass da all die schönen Fotos haben, die da mehr ums Hit könnt, auf Facebook posten, an unserem Konkurs mitmachen, ihre Leute checken, mit ihnen telefonieren, für ihn zu sagen, wie schön das ist hier. Also ich schwätze natürlich vom Generaldirektor von der Post, der Claude Strasser ist bei mir. Claude, guten Mittag. Guten Mittag. Du bist natürlich auch froh, dass es eine Menge richtig physisch fair agrikol gibt, auch wenn man sie streamen, den digitale Programm ist mittlerweile auch immens wichtig. Letztes Jahr so eine halbe Version noch eine Menge richtig. Das ist auch wichtig für die Post. Ne? Absolut. Die Präsenz hier für uns ist erstens mal eine große Tradition. Und natürlich sind wir froh, dass das Jahr vorher kann normal stattfinden, dass natürlich so fantastisch wird, dass so viele Leute heute wie von Frieden ist alle gut. Post und Landwirtschaft, das ist ja quasi eine Hochzeit hinter lange Jahren. Wie ist die anzuschätzen heute, wenn ihr guckt, früher, klar, jeder hat sein Telefon gebraucht, um mit ihnen zu kommunizieren. Das ist etwas, was man der Zeit evaluiert wird, nicht wahr? Ne? Ja, ging vielleicht auf den ersten Blick mal nicht so mengen, aber die Landwirtschaft braucht heute eine Konnektivität, eine gute Konnektivität, so wie auf vielen anderen Berufssparten. An den Urspruch für permanent unterwegs zu sein, permanent Donnerien, Bilder zum Teil können sie vermitteln, also in der Landwirtschaft ein ganz wichtiges Sujet, am Weinbau auch. Und das hat dazu gefordert, dass wohl der weiß, wie wir als Post mit der Landwirtschaft zu tun ändert hat. Aber die Summen habe ich das heute noch einmal ganz intensiv und wir sind wirklich froh für ganz viele Leute, die noch aus der Landwirtschaft als verlässlich an 3 Klienten bei uns zu holen. Die sind am Gang Glasfaser auszubauen, der 5G so geht immer mehr präsent. Alles das sind Sachen, die der Landwirtschaft leben, natürlich auch viel mehr einfach machen. Ne? Ja, das sind riesen Investitionen, die man manchmal vom ganzen Land machen, die unterschiedlichsten Leute vom Privatklient, mehr Worte professionelle Klient zu gut können. Und ich meine, noch die Landwirtschaft profitiert davon, dass vielleicht der mobilen Service den mindestens so wichtig ist für den Bauer, für die Winzer. Mit die ganze Servicemensch von hier Uwendung. Ja. Wie viele Leute schaffen bei der Post an was für Sie für eine Zeit, wo ihr sich Pandemie dafür gesucht wird, dass die Service mehr an den Spruch geholt sind? Ja, das war schon eine ganz spezielle Situation für uns. Auch knapp 5.000 Leute beschäftigen wir am Grupphaut. Das verteilt sich natürlich auf die 3 Sparten, der Telekom, der Briefträger, mit der ganzen postalischen Aktivität rundherum und dann noch der Postcheck. Und das notamment der Briefträger stehen an der Pandemie ein Renouveau erlebt hat, weil wir mal leider froh wären, wenn wir all darum Deal wären. Und das war eben etwas doch speziell, weil wir wären an der ganzen Pandemie gefordert. Eigentlich die ganze Zeit für uns gibt keine Pause. Au contraire, wir werden nach mehr sollicitiert und das gilt natürlich auch für das ganze Wesen der Telekommunikation, die ja unentbehrlich wären. Weil wenn die nicht funktioniert hätten, da wäre kein Teletravail gehen, für kein Homeoffice gehen und wir auch vieles an der Schule nicht so gegangen, wie du gegangen hast. Wir brauchen also, wenn ich das richtig interpretiere, keine Angst für die Post zu machen, noch von meiner Briefe gibt man Timbre Postkarten, die auch hier auf dieser Ferne thematisiert gehen. Die gibt man der Zeit, dann die passt sich einfach der Zeit an. Ich meine, das hat Post 180 Jahre gemacht hat, sich ungepasst und der Zeit eben gefordert hat. Früher gab es kein Telefon, heute ist es unentbehrlich, oder es geht kein mehr für und dir ohne sein Handy. Und die Herausforderung oder die Hauptherausforderung von der Post ist eben, mit der ganzen Entwicklung Schritt zu halten und immer um letzten Stand zu sein. Und ich meine, das tun wir bisweilen. Hinkriegt, dann ist das ganz zuversichtlich, dass das an Zukunft doch gelingt. Aber weil sie so schön sind, kommen weisen wir der Timbre noch nach ein da sind also die Kreationen, die der Orlo hier auf der Agrikol könnt kaufen, auf ihren allem Stempel los. Und das ist für beide Amateure von dem Genre ganz wichtig. Ne? Ja, für die Philatelisten ist das ganz richtig, mehr auch für die Laien oder die nicht sich so für den Timbre passionieren. Mein Just hat eine flotte Geschichte gestern. Am Stand im Schwammclub neben der Runde und Leute gestritten quasi für den Timbre zu kriegen. Wir haben also nicht den Stand, wir haben ein bisschen mehr weiter oben an der Wiesen. Und ich kann mich Südfrieden encouragieren, bis Land gucken zu gehen. Claude Strasser, merci für den Besuch bei unserem Studio. Guten Appetit. Und ich gebe noch gerne mit der Ausstoße mit einer Lützeburger Kippchen.